Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Diesen Schatz tragen wir aber in zerbrechlichen Tongefäßen, wie wir es sind, damit deutlich wird, dass die alles überragende Kraft von Gott stammt und nicht von uns. Wenn ihr in ein Haus kommt, sagt zuerst, Friede sei mit diesem Haus. Wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, wird euer Friede auf ihm ruhen. Ja, voll parat. Das ist unser Jahresmotto, wo wir zusammen unterwegs sind. Und ich finde das wirklich super. Ich bin heute Morgen aufgestanden, ich war ein bisschen müde und fühlte mich überhaupt nicht so voll parat. Ihr wahrscheinlich schon, aus dem Bett gesprungen wie eine Feder und dann geht es los in den Tag und ihr seid voll parat. Ich finde wichtig, wenn wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, dass wir auch ein bisschen im Kopf haben, den Weg, den wir gemeinsam unterwegs sind. Wir haben ja gestartet Anfang Jahr mit dem Wort voll. Was bedeutet es, voll zu sein, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist? Was für ein wunderbares Geschenk, dass wir erfüllt sein dürfen vom Heiligen Geist. Das ist das Beste, was wir haben können. Wir haben auch darüber gesprochen, was es bedeutet, dieses Geschenk der Herrlichkeit in zerbrechlichen Gefäßen zu haben. Ich fühlte mich heute Morgen eher so wie ein zerbrechliches Gefäß. Aber dann zu wissen, der Heilige Geist ist hier. Er ist jetzt hier unter uns am Wirken. Egal, ob du dich super zerbrechlich fühlst und schwach oder ob du wirklich bereit bist für alles, was Gott für dich bereithält. Wir wollen uns heute und in den nächsten Gottesdiensten über das Wort parat Gedanken machen. Aber mit diesem Hintergrund, wir sind zerbrechliche Gefäße und wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes. Sonst ist alles parat sein, bereit sein eigentlich für nichts. Wir dürfen bereit sein, wir dürfen bereit sein. Das Wort parat, das steht ja auch auf der Rückseite, wird es da aufgeführt, steht es da drauf. Und heißt es auf der Rückseite, zum Wort parat eigentlich liebe deinen Kai Zwiebel und deine Wilma Hoffnung. Hoffnig, so Hoffnig heißt sie, Wilma Hoffnig, genau. Jetzt weiß ich nicht, was du dir gedacht hast, als du das gelesen hast. Liebe deinen Kai Zwiebel und deine Wilma Hoffnig. Was sind das für Leute denn? Für welche Leute wollen wir parat oder eben bereit sein? Das sind zwei Menschen, die du schon lange kennst, die in deinem Umfeld wohnen. Und ich will dir diese zwei Typen kurz vorstellen. Und wenn du jetzt die Einladung oder den Flyer gesehen hast heute oder von dieser Serie von Zweifel zu Hoffnung oder von Zweifel und Hoffnung, es geht ganz im Kern um diese Menschen. Da ist die Wilma, die winkt uns auch häufig zu, ist auch zum Gottesdienst gekommen. Und es ist eine Frau, die du kennst in deinem Umfeld, die Jesus noch nicht persönlich kennengelernt hat, aber die nach ihm sucht, die offen ist, die Hoffnung sucht. Und dann ist der andere Typ, der Kai, der ist auch gekommen. Ich habe gedacht, der winkt uns auch zu, aber der hat irgendwie keine Lust. Er kennt solche Menschen, die suchen Gott, aber manchmal kommen sie ganz freundlich und manchmal sind sie auch eher wie ein bisschen ablehnend. Und ob es ein Nachbar ist, ein Arbeitskollege, was auch immer es ist, jemand aus seiner Familie, den du in der Woche über den Weg läufst, den du von irgendwoher kennst, dein Coiffeur, vielleicht heißt ja dein Coiffeur Kai Zwiebel, sind Menschen, die Fragen haben, die Gott suchen, sind Menschen, die Glauben entdecken wollen. Und es ist da ganz bewusst auch so gestaltet, vielleicht hast du das auch gesehen, es steht da drauf, von Zweifel zu Hoffnung, aber es steht auch von Zweifel und Hoffnung. Menschen, die einen Glauben entdecken wollen, der mit ihren Zweifeln trotzdem auch Hoffnung beinhaltet. Manchmal drehen sie sich auch weg. Habt ihr das gesehen? Mit der PowerPoint kann man manchmal noch lustige Sachen machen.
Ich lasse ihn noch mal ein bisschen drehen. Aber gut, das ist ein bisschen Spielerei. Manchmal schauen sie auch weg, diese Leute, aber trotzdem sind sie am Suchen. Und es ist ja schon so, dass diese Idee, dass diese Menschen am Suchen sind und Gott brauchen, das ist nicht unsere Idee, das ist der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Und zusammen mit dem Wort voll parat, bereit sein für diesen Auftrag, wollen wir uns fragen, sind wir bereit? Oder machen wir uns doch bereit für diesen Auftrag? Machen wir uns dazu bereit? Und dazu wollen wir heute Bibeltexte lesen, dazu wollen wir zu Jesus gehen, dazu wollen wir schauen, wie hat er das gemacht. Und wir sind da so am Kern von Gottes Herz. Gott hat ja nichts anderes gemacht, als zu den Menschen hinzugehen. Seit es diese Trennung zwischen uns Menschen und Gott gibt, hat Gott nichts anderes unternommen, als er hat immer wieder Menschen gesandt, um diese Trennung zu überbrücken. Wenn wir das Alte Testament lesen, ist voll davon. Die Propheten zum Beispiel wurden gesandt, um diesen Graben zu überbrücken. Und dann Jesus wurde ja gesandt, der selber Gott als Mensch geworden hat, diesen Graben überbrückt, ist zu uns Menschen gekommen, die keine Hoffnung hatten. Und heute sendet Jesus uns. Und ich will gleich jetzt auch, dass wir zusammen beten, dass Gott selber uns bereit macht. Wir wissen manchmal gar nicht so, was es braucht, aber Gott soll uns bereit machen. Guter Vater, wir kommen zu dir. Wir danken dir, dass du heute hier wirkst durch deinen Heiligen Geist. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen aufmachst und öffnest für das, was du uns heute mitgeben willst. Für das, was du zu uns reden willst. Wir bitten dich, dass du dein Wort lebendig machst und dass es nicht leer zurückkehrt. Amen. Ja, am Ende brauchen wir Gott, er soll uns bereit machen, dass wir da bereit sind. Jetzt haben wir diesen wunderbaren Bibeltext in Johannes 20, das wollen wir gleich zusammen lesen. Ich habe das auch mitgebracht, wie Jesus seine Jünger da gesendet hat. Da sagt Jesus, Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Ich finde es noch schön, es beginnt mit Friede euch. Vielleicht bist du heute Morgen gekommen und du denkst, du hast eigentlich nicht so viel Friede in deinem Herzen oder in deinem Alltag. Es geht mehr drunter und drüber. Oder du bist zu Hause und denkst dir, wo ist jetzt der Friede? Zuerst möchte Jesus dir einfach Friede schenken. Seinen Frieden in dein Herz, was für etwas Wunderbares. Und dann sendet er uns. Wie der Vater mich ausgesandt hat, so sende ich euch. Das ist eine von diesen Stellen, es gibt noch mehr so Sendungsstellen, wo Jesus uns sendet mit einem Auftrag in die Welt, zu diesem Kai und dieser Wilma hin. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Selber fühle ich mich sehr zerbrechlich, wenn es um diesen Auftrag geht. Ich finde, das ist eine riesige Herausforderung. Ich weiß manchmal nicht in meinem Alltag, wie soll ich das machen? Ich wache auf am Morgen und frage mich, ja, bin ich wirklich bereit? Oder ich denke gar nicht darüber nach. Wenn ich jetzt dich frage, überleg dir mal auf einer Skala von, wenn du am Morgen aufwachst in deinem Alltag, du bist absolut 100% bereit für diesen Auftrag. Oder so mittel oder so gar nicht. Wo würdest du dich etwa einordnen? Voll bereit, mittel, gar nicht? Überlege kurz. Wo bist du? Ich habe mir auch überlegt, um ehrlich zu sein, wache ich oft am Morgen auf und denke überhaupt nicht daran. Bin weder voll noch gar nicht bereit. Ich habe einfach andere Dinge im Kopf als diesen Auftrag. Es würde mich wundernehmen, wer sich so bei absolut voll bereit sieht und wer vielleicht bei mittel. Es wäre spannend, eine Umfrage zu machen, auch zu Hause, das zu fragen. Vielleicht könnt ihr ja zusammen, wenn ihr zu Hause vor dem Livestream sitzt, das euch einander sagen. Also wenn ich selber darüber nachdenke, es fordert mich extrem heraus und es überfordert mich sogar. Wie können wir bereit sein, wie können wir diesen Auftrag erfüllen? Und auf der anderen Seite bin ich auch gespannt, wie ein kleines Kind sich auf Weihnachten freut und gespannt ist auf all die Geschenke, die kommen. Ich bin gespannt, was Jesus wirken will, was Jesus wirken wird. Mit uns, mit dir, mit uns als Gemeinde.
Oder auch wenn du zu Hause bist von einer anderen Gemeinde, egal wo du bist, mit diesem Auftrag. Jesus hat dir diesen Auftrag gegeben. Das ist ein spannender Auftrag und er sagt, ich sende euch, wie der Vater mich gesandt hat. Also wenn ich schaue, wie Jesus gesandt wurde, da ging gröber die Post ab. Hast du schon mal diese Geschichten? Das ist fantastisch, was da passiert ist, wenn ich mir das vorstelle. Wir sind gesandt wie Jesus, was da passieren wird. Das auf der einen Seite, ich fühle mich eigentlich überfordert, aber auf der anderen Seite auch völlig gespannt, was Jesus tun will, was er bereithält, was er da machen will. Und es heißt ja dann im nächsten Vers, und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Also Jesus lässt uns nicht allein mit diesem Auftrag. Er gibt den Heiligen Geist, der uns führt und leitet und der übernatürlich wirkt. Wie wunderbar. Und genau das wollen wir in dieser Serie machen. Wir wollen schauen, wie sind wir denn ausgesandt? Wie hat Jesus seine Jünger ausgesandt? Wie sieht diese Sendung aus? Da können wir einiges davon lernen. Aber wir wollen auch schauen, ja, wie wurde denn Jesus gesandt? Wir sind ja gesandt, wie der Vater Jesus gesandt hat. Interessant, oder? Wie sieht die Sendung von Jesus aus? Weil in dieser Art und Weise sind auch wir gesandt. Also das finde ich schon fantastisch. Gott selber hat seinen Sohn, sich eigentlich die Göttlichkeit auf die Erde gesandt. Was für eine große Sendung, was für ein wahnsinniger Auftrag. Und so sind auch wir gesandt. Und genau das wollen wir zusammen tun. Wir wollen diese Sendung anschauen und schauen, was da passiert. Und wir haben einen Text aus Lukas 10, wo Jesus einige seiner Jünger aussendet. Und das ist wirklich sehr cool. Und das schauen wir uns zusammen an. Das wollen wir zusammen lesen, während dieser ganzen Serie immer wieder hineinschauen in diese Sendung. Wie sendet hier Jesus ganz konkret die Jünger aus? Und dann auch schauen, wie Jesus gesandt wurde. Wir lesen das zusammen in Lukas 10. Da heißt es, nach diesem aber bestimmte der Herr, das ist Jesus, 70 andere und sandte sie zu je 2 vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach aber zu ihnen, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Ich liebe an diesem Abschnitt dieses Bild der Ernte. Jetzt die Rapsfelder, die sind ja so wunderschön, oder? Wenn man durch die Landschaft fährt, sieht man diese Felder und sieht diese Ernte, die am Wachsen ist, was da kommt. Und jetzt heißt es in unserem Abschnitt, dass Jesus sagt, die Ernte ist zwar groß, aber es hat wenige Arbeiter. Sendet. Wir sollen den Herrn bitten, der Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in die Ernte. Also wenn ich durch die Natur laufe, ich hoffe, ihr macht auch hier und wieder einen Spaziergang, jetzt Frühling und alles kommt. Ich freue mich, wenn ich so Felder sehe, die wachsen und die bereit werden und wo man die Frucht sieht, die man ernten kann und so weiter. Geht es dir auch so manchmal? Freust du dich über dieses Bild der Natur? Ist noch nicht ganz reif, oder? Aber es kommt bald, es kommt bald. Müssen wir jetzt die Profis fragen, wann die erste Ernte ansteht. Schon bald. Wie viele Monate geht es noch? Wie viel? 8 Wochen. In 8 Wochen schon geht es los mit der ersten Ernte. Ist schon bald. Dabei, für mich hat der Frühling erst gerade begonnen. Und wir fragen uns ja auch in der Bibel, was bedeutet Ernte? Ernte hat so 2 Aspekte. Wenn die Bibel von Ernte berichtet, ist immer einerseits sind das Menschen gemeint, in denen etwas gewachsen ist und die bereit sind, dass sie den Schritt ins Reich Gottes hinein tun. Dass sie Jesus in ihr Leben aufnehmen. Vielleicht bist du jetzt auch hier und hörst das alles zu und du merkst, eigentlich bist du genauso ein Mensch, wo die Ernte reif ist. Du hast schon einiges über Jesus gehört. Du hast ihn kennengelernt, es ist in dir etwas gewachsen und du spürst, dass es dran ist, diesen Schritt auf Jesus zu machen, ihn in dein Leben einzuladen und ihn zum Herrn von deinem Leben zu machen, ein Teil vom Reich Gottes zu werden. Genau das ist mit Ernte immer wieder gemeint und es gibt noch einen anderen Aspekt von Ernte in der Bibel. Die Bibel spricht oft im Zusammenhang mit der Endzeit, mit dem Endgericht von Ernte, dass dann die Schnitter kommen und abschneiden, die Ernte einfahren und es gibt dann einiges, was behalten wird und einiges Unkraut, das zerstört wird. Und auch wenn wir in unserem Abschnitt lesen, sehen wir, dass es etwas ganz Dringliches ist. Am Schluss sagt Jesus von diesem Abschnitt in Lukas 10, von dieser Sendung, dass diejenigen Menschen oder Städte, heißt es dann, Dörfer, die Jesus eigentlich nicht aufnehmen, die nicht bereit sind für diese Botschaft,
dass es denen nicht gut ergehen wird, dass es ihnen sogar schlimm ergehen wird. Also man spürt hier in diesem Bild von der Ernte auch eine Dringlichkeit. Irgendwann ist die Zeit, wo eigentlich Abrechnung gemacht wird, wo abgeschnitten wird, wo die Ernte, das Gute, das Fruchtbare eingesammelt wird und das andere im Bild von der Ernte dann vernichtet wird, weggeworfen wird. Und ich will dich auch ermutigen, wenn du hier bist und sagst, es ist etwas gereift und die Ernte ist eigentlich reif, dass du nicht wartest, dass du diesen Schritt zu Jesus machst, dass du auf andere Gläubige zugehst und sagst, wie kann ich jetzt diesen Schritt machen? Wie kann ich Jesus in mein Leben aufnehmen? Es ist Zeit, es ist reif, dann muss man nicht, also es ist das Schlimmste, was es gibt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn etwas so richtig reif ist und man soll das pflücken und dann essen. Und wenn man das einfach stehen und lässt und die ganze Frucht wird irgendwie faul und zerstört und am Schluss ist alles für nichts da. Das ist ja extrem schade. Gute Frucht muss man ernten, dass sie dann kommt. Das Bild von der Ernte. Aber manchmal fragen wir uns auch, es heißt, Jesus sagt, die Ernte ist groß. Und als ich diese Predigt heute vorbereitet habe, war ich wieder mal auf dem Gebetsberg unterwegs. Es hat ja hier diese Hügel um Imbrach, das sind meine Gebetsberge. Und da habe ich Jesus gefragt, Jesus, die Ernte ist groß, wo ist denn die Ernte? Ich finde manchmal, die Ernte ist so klein. Und dann hatte ich so den Eindruck, Jesus sagt, ja, schau mal herum. Dann habe ich herumgeschaut und gesagt, ja stimmt, hier hat es ja ganz viele Felder. Ja, ist so die Ernte vor Augen eigentlich. Dann habe ich gesagt, ja, aber Jesus, das sind ja Felder, das ist ja offensichtlich, das sieht man ja mit den eigenen Augen, ist ja klar. Aber die Ernte, von der du sprichst, wo ist denn die? Und dann war es so, als würde er zu mir sagen, ja, jetzt bist du auf dem Feld, deshalb siehst du diese landwirtschaftliche Erntezone. Muss also auch geistlich auf dem Feld unterwegs sein. So in diesem Stil war es dann. Da habe ich gemerkt, dass wir vielleicht oft auch die Ernte gar nicht sehen, weil wir einfach zu Hause sitzen. Zu Hause vor unserem Bildschirm oder auf unserem Sofa oder in unserer Bequemlichkeit oder in einer schönen Kirche drin sitzen. Es war für mich so, hey, dann geh doch mal raus. Geh doch mal hin. Geh mal hin zu diesen Wilmas und zu diesen Kais. Lerne sie kennen, sprich mit ihnen. Und plötzlich sieht man, da ist ja Ernte, da gibt es ja etwas. Es war so eine Ermutigung, wirklich hinzugehen und zu schauen. Und es ist auch eine Ermutigung für uns, größer zu denken als das, was wir vor unseren menschlichen Augen sehen. Wenn Jesus sagt, die Ernte ist groß, dann ist sie groß. Und egal, ob wir es sehen oder nicht. Manchmal denke ich auch, es gibt ja so Menschen, vielleicht Kais und Wilmas, da denken wir, die sind überhaupt nicht offen für den Glauben. Aber wir wissen manchmal nicht, wie es in den Menschen drin aussieht, was sie suchen, was sie bewegt. Wenn man zusammen spricht, da kommen gute Sprüche und schöne Dinge und Ferien und Wetter und weiß auch nicht was. Aber was drinnen ist nochmals etwas anderes und Jesus kennt das. Jesus kennt auch das, was in den Menschen drinnen ist. Und er sagt, die Ernte ist groß. Und es ist für mich auch einfach eine Aufforderung daran zu glauben. Ja, da ist viel Ernte. Manchmal sehen wir es, ich sehe es oft nicht, aber ich muss vielleicht mal hingehen und ich vertraue darauf. Wenn Jesus das sagt, dann ist das so. Es ist auch interessant, dieser Abschnitt, es gibt ja einiges dann zu sagen. Jesus sendet diese 70 aus. In einigen Übersetzungen heißt es auch 72, ist nicht ganz sicher. Vielleicht hier ein kleiner theologischer Einblick für diejenigen, die das interessiert. Ich mache das aber ganz kurz, ihr könnt noch mehr nachforschen. 70, wieso sind es ausgerechnet 70, die Jesus aussendet? 7 ist in dem hebräischen Verständnis die Zahl von der Vollkommenheit. Und 10, das ist symbolisch dafür, dass Gott aus der Sklaverei befreit und Rettung schenkt. 10 Plagen, 10 Gebote, die er gibt. In Ägypten, das Volk zieht aus und so weiter. Also wenn wir hier 70 Leute haben, die ausgesandt werden, 70 Jünger, dann steht das, jetzt kommt die vollkommene Rettung. Jetzt geht es ums Himmelreich, so wie es eigentlich gedacht ist, dass Menschen zu Gott kommen können. Dann habe ich mich gefragt, ja, das ist ja wunderbar. Was ist denn mit den 72? Wieso ist das hier so unklar an dieser Stelle, in diesen Urtexten, die wir haben? 70 oder 72 sollte doch klar sein. Übrigens 72, das hat auch wunderbare Symbole drin. 6 mal 12 gibt 72.
6 steht in der Bibel, also in der hebräischen Tradition, ist symbolisch dafür, für die Schöpfung, für die Arbeit, für das Werk, das vollbracht wird. Jesus sendet uns in die Arbeit. Und dann 12. Das ist ein Bild fürs Volk Gottes oder für die Gemeinde, das immer wieder so vorkommt in der Bibel. Also Gott sendet seine Gemeinde in die Arbeit. Und dann habe ich plötzlich gedacht, ja, vielleicht hat das Gott bewusst so geführt, dass in der Überlieferung seines Wortes an dieser Stelle ein bisschen unklar ist, ob wir 70 oder 72 sind. Weil das beides so viel Inhalt hat, so viel aussagt. Und da geht es noch weiter. Ich habe gesagt, theologische Leckerbissen. Mose hat ja auch diese 70 Ältesten dann genommen, die ihm geholfen haben, diesen Auftrag aufzuführen. Jesus wurde verheißen als vollkommener Mose, der kommen wird, um die Menschen aus der Sklaverei zu befreien. Und dann war es schon bei Mose so, da war es in die andere Richtung, da wurden diese 70 Ältesten dann gerufen und irgendwie blieben aber 2 im Lager zurück und über diese 70 kam dann der Heilige Geist, aber über diese anderen 2, die da im Lager geblieben sind, auch. Ich habe dann gedacht, könnte es sein, dass Gott uns sagt, dass manchmal ist man mit einer Gruppe unterwegs, aber es gibt noch 2 andere. Es gibt auch noch andere, die an diesem Auftrag dran sind. Andere Christen, andere Leute, die mithelfen. Könnte es sein, dass Gott uns sagt, hey, ihr seid nicht allein in diesem Auftrag und wenn andere mithelfen, ist das super. Man muss nicht immer denken, man muss im Schema drin sein, sondern manchmal gibt es auch noch 2 andere, die hier sind oder ein paar andere. Mega spannend. Also er sendet hier diese 70 aus und dann sagt er ihnen, jetzt geht es los. Jetzt seid ihr bereit, jetzt geht es los. Und er sagt ihnen dann, mit was, dass es losgeht. Die Frage heute ist auch, bist du bereit für diesen Auftrag? Wie geht es denn los? Es ist mega interessant, wie es losgeht in diesem Text. Als erster Auftrag, den diese 70 bekommen, heißt es, bittet den Herrn der Ernte. Geht ins Gebet. Bittet ihn. Fleht ihn an. Und ich fragte mich, ist das Gebet denn so wichtig für diesen Auftrag? Und merkte, ja, das steht hier ganz am Anfang und auch sonst in der Bibel. Dann habe ich mich gefragt, ja, wenn das Gebet so wichtig ist für diesen Auftrag, hat dann Jesus auch gebetet? Wir sollen ja gesendet, wie der Vater Jesus gesendet hat. Wie sieht das bei Jesus aus? Wie sieht es in seiner Sendung aus? Dann habe ich gedacht, ja, Jesus muss ja gar nicht beten, er ist ja selber eigentlich Gott, er und der Vater sind eins, die kennen sich, die wissen voneinander. Aber dann natürlich diejenigen, die die Evangelien kennen, merken sofort, Jesus hat ja auch gebetet, trotz allem oder vielleicht wegen allem. Und ist ins Gebet gegangen und habe plötzlich gemerkt, die Sendung von Jesus ist sehr, 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 sehr fest zusammen mit Gebet. Mega spannend, ich habe das mal herausgesucht. Also es gibt ganz viele Stellen, wo wir lesen, wie Jesus selber in die Stille gegangen ist, alleine um zu beten. Ich habe ein paar hier herausgeschrieben. Ihr könnt das sicher alles wunderbar lesen, das sind einfach viele. Markus 1, 35, da lesen wir, wie Jesus am Morgen vor Tageseinbruch an einen einsamen Ort geht, um zu beten. Markus 6, dort lesen wir, wie er auf den Berg geht am Abend. Wir fragen uns, wie lange er geblieben ist, um zu beten. Lukas 5, da ist eine Stelle, wo er am Wirken ist, am Heilen. Das ganze Volk kommt zu ihm und mitten im Erfolg quasi geht er weg in die Wüste oder in die Öde. Und betet dort. Lukas 6, da heißt es, er ging auf den Berg und blieb die ganze Nacht über dort im Gebet. Gebetsnächte gemacht, Jesus. Oder im Johannes 6, als die Menschen Jesus zum König machen wollten, ging er auch weg auf den Berg, er allein. Er hat diese Gebetszeiten allein gepflegt. Matthäus 26. Eigentlich vor dem Kern seiner Sendung, bevor er ans Kreuz gegangen ist für uns Menschen. Was hat Jesus gemacht? Im Garten? Er ist hingekniet und ist ins Gebet gegangen. Jesus hat aber auch mit seinen Jüngern gebetet. Ich habe da auch ein paar Stellen herausgeschrieben. Im Lukas 9 lesen wir, wie er allein mit seinen Jüngern war und betete. Oder in Lukas 9 auch, hat er einige Jünger mitgenommen, sie sind auf einen Berg gegangen. Wir sagen das von der Verklärung, weil es steht, dass sie begonnen haben, zusammen zu beten und das Angesicht von Jesus hat sich verändert und die Herrlichkeit Gottes wurde plötzlich sichtbar. Wir haben auch verschiedene Stellen, wo wir sehen, wie Jesus öffentlich gebetet hat. Das sind so spannend, wie oft das Jesus gemacht hat. In Lukas 3, als Jesus getauft wurde, also ich habe vorher von der Taufe geredet, Jesus selber hat sich sogar taufen lassen, also zögere nicht. Und da hat er auch gebetet und im Lukas 3 wird es so beschrieben, als er gebetet hat, hat sich der Himmel geöffnet.
Was für ein wunderbares Bild. Wir haben ja im letzten Sola haben wir nach dem Gebetsmotto gebetet, wir betet, bis es die Himmelstor aufjettet. Das passt so gut, wir beten und der Himmel öffnet sich. Jesus hat, in Matthäus 11 lesen wir von einem öffentlichen Dank- und Preisgebet. Jesus hat gebetet in der Geschichte, als er Lazarus von den Toten auferweckt hat, hat er Gott gedankt. In den letzten Abschiedsreden von Jesus, die im Johannesevangelium überliefert sind, das sind 5 Kapitel, und ein ganzes Kapitel ist das Gebet von Jesus. Johannes 17, das hohepriesterliche Gebet, da können wir ein ganzes Kapitel lang lesen, wie Jesus gebetet hat. Und als er am Kreuz hing, hat er auch gebetet. Vater, vergib ihnen. Vater, vergib ihnen. Oder später dann, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Also wenn wir die Sendung von Jesus betrachten, merken wir, der hat gebetet und gebetet und gebetet, ohne aufhören hat er gebetet. Vom Beginn seines Wirkens, von der Taufe, lesen wir, wie er gebetet hat, bis am Kreuz, er hat gebetet. Das ist schon interessant. Und wie der Vater Jesus gesendet hat, so sendet er uns. Und er sagt, jetzt seid ihr gesendet, deshalb bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seiner Ernte. Und ja, wir wollen zusammen, ich möchte euch aufmuntern, ermutigen, dass wir zusammen unterwegs sind an diesem Punkt, in dieser Sendung, dass wir sagen, ja, wir wollen uns senden lassen, wir wollen bereit sein für die Sendung von Jesus und es startet mit Gebet. Es startet immer mit Gebet. Wir können uns auch fragen, ja, was hat Jesus seinen Jüngern denn aufgetragen zu beten? Den Herrn der Ernte zu bitten, dass er Arbeiter sendet. Wir lesen in Matthäus 6 das Vaterunser. Die meisten kennen dieses Gebet auswendig, wie da gebetet wird. Wie heißt es da am Anfang? Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Das ist das Gebet, dein Reich komme. Dass das Reich Gottes wächst, dass es kommt, dass es in Zukunft kommen möge. Und dann dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Was ist denn der Wille Gottes hier auf Erden? 1. Timotheus 2 steht, dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch hier auf der Erde, dass alle Menschen gerettet werden. Was für ein Gebet. Und ich habe vorher von diesem hohepriesterlichen Gebet geredet, wo er für seine Jünger betet. Was für ein kraftvolles Gebet. Wir lesen das jetzt nicht alles, ihr könnt selber mal lesen, aber plötzlich in der Mitte heißt dann, wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Also Jesus betet sogar für diese Sendung. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch die Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Jesus hat nicht nur für seine Jünger gebetet, sondern auch für die Menschen, die diese Worte gehört haben und zum Glauben gekommen sind und diese Worte gehört haben und zum Glauben gekommen sind und so weiter bis zu dir. Jesus hat vor 2000 Jahren für dich gebetet, für diese Sendung. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Manchmal denken wir, beim Gebet geht es vor allem darum, Gott unsere Anliegen zu bringen oder etwas zu bewirken. Aber vielleicht geht es mehr darum, zu Gott zu kommen und uns eins zu machen mit ihm. Uns eins zu machen mit seinem Willen. Seinen Herzschlag zu spüren, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. So hat Jesus gebetet. Ich möchte dich ermutigen, lass uns zusammen voll parat sein und mit dem Gebet starten. Es gibt so viele wunderbare Beispiele, wie das Gebet so viel bewirkt hat. Ich habe 2 Beispiele mitgebracht, die mich so ermutigen, wenn ich diese lese. Manchmal denke ich, ja, wir beten ja und beten und was sieht man dann? Es bleibt irgendwie so leer, aber es ist dann ermutigend zu schauen, was das Gebet, was Gott durch Menschen, die gebetet haben, bewirkt hat. Das erste Beispiel ist dieser
Mann hier, Jeremiah Lanfire, der lebt im 19. Jahrhundert in Amerika. Er war ein Bauernsohn, er hat eine Schneiderlehre gemacht, er hat dann ein Geschäft gestartet mit Konfektionskleidern, aber er ging dann bankrott und war eigentlich da sehr erfolglos. Und dann wollte er in Manhattan, in New York, mitten in diesem Wirtschaftszentrum eigentlich eine Gemeinde gründen und das war aber auch sehr erfolglos. Dann hat er gedacht, ja gut, dann gründe ich halt ein Gebetstreffen. Er hat sich gedacht, ja, die Menschen arbeiten den ganzen Tag, aber von 12 Uhr bis 1 Uhr haben sie ja eine Stunde Zeit, dann sollen sie wenigstens zum Beten kommen. Und man hat das schriftlich heute, diese erste Einladung, Wednesday Prayer Meeting from 12 to 1 o'clock, so heißt es dann da, also Gebetstreffen am Mittwoch vom 12 bis 1, komm 5, 10 oder 20 Minuten oder die ganze Zeit, wenn du kannst. Und so hat es gestartet. Und wir lesen am 23.09.1857, im September also in diesem Jahr da, war das erste Gebetstreffen. Und dann war er da, dieser Typ, und er war ganz alleine. Und nach einer halben Stunde ist dann einer noch dazugekommen. Und am Schluss waren sie immerhin 4 Personen und haben da gebetet. Und da denken wir jetzt, ja gut, auch erfolglos. Kannst du wieder aufhören? Das bringt ja nichts. Aber er hat dann weitergemacht. Und in der nächsten Woche, da sind 20 Leute gekommen. Nochmals eine Woche später sind 40 Leute gekommen. Und im September hat es gestartet, im Oktober hat er gewechselt, dass sie jeden Tag gebetet haben. Und im Januar wurde es nötig, dass sie noch einen zweiten Raum dazu nahmen, weil es keinen Platz mehr hat. Und im Februar einen dritten Raum. Und es waren dann schon 20 Gebetstreffen bald über die ganze Stadt verteilt. Also September, Februar, ihr seht, wo wir sind. Im Mitte März, da gibt es dieses Burton Theater mit 3000 Personen. Das war gerangelt voll mit Leuten, die gekommen sind und gebetet haben. Es war überfüllt. Und im März, Ende März, im Kern der Stadt in Manhattan, ihr müsst mal diese Geschichte lesen, das ist unglaublich. Da waren alle öffentlichen und alle kirchlichen Räume geberstet voll mit Leuten, die zu diesen Gebetstreffen gekommen sind. Und das war der Start einer riesigen Erweckungsbewegung. Und Leute, die da vor Ort waren, also es wurde geschätzt, dass etwa 1 Million Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und dieser Typ hat begonnen mit Gebet. Alleine. Hat eingeladen und da hingekniet. Ich weiß nicht, wie es dem gegangen ist, diese halbe Stunde. Aber hat gebetet. Ist hingegangen und hat gebetet. Am Schluss mussten sie dann die Regel einführen, dass man nicht länger als 5 Minuten beten darf. Da könnt ihr euch vorstellen, wie das ein bisschen zu und her gegangen ist. Ein anderer Typ, den ich euch vorstellen möchte, ist der hier begraben ist. Vielleicht kennt ihr Charles Finney, ein erfolgreicher Erweckungsprediger. Dieser Charles Finney, der ist herumgegangen und ist bis heute bekannt dafür, für seinen Dienst. Und er hat an einer Stelle seinen Dienst selber aufgehört, nämlich als ein anderer auch seinen Dienst aufgehört hat, ein ganz Unbekannter. Daniel Nash heißt dieser. Als dieser seinen Dienst aufgehört hat, hat auch der Erweckungsprediger aufgehört. Und man kennt diesen Daniel Nash, der eben hier begraben ist, eigentlich nicht. Fast nicht. Man weiß ganz wenig über ihn. Aber offensichtlich hat er immer dann, wenn dieser Erweckungsprediger an einen Ort ging, wenn er es gewusst hat, ist er vorausgegangen, hat noch 2, 3 Leute dazugenommen und hat begonnen zu beten. Und hat den ganzen Tag gebetet, oft auch die ganze Nacht. Und die ganze Zeit von dieser, sage ich mal, Evangelisation, tagelang, manchmal mehrere Wochen, hat er gebetet und gebetet. Und als er nicht mehr konnte, hat auch der Erweckungsprediger seinen Dienst aufgehört. Schon interessant, das Gebet. Mich ermutigt das zu sagen, okay, komm, wir beten, lass uns beten. Ich habe auch mir überlegt, was kennen wir selber für Beispiele hier bei uns? Wir beten ja oft für offene Türen, manchmal merkt man es gar nicht, was man betet und was Gott nachher tut. Manchmal ist es gut, sich das ein bisschen zu überlegen. Vielleicht schreibt ihr es euch ja auf, das sagt man, das ist so vorbildlich. Wir beten immer wieder für offene Türen. Und ich denke, letzte Woche hatten wir hier ein Musical mit den Kindern. Gott hat 50 Kinder geschickt. Solche, die ein Teil von der Kirche sind, solche, die mit der Kirche nichts am Hut haben, die haben zu Hause diese Lieder gesungen. Der gute Hirte, mir läuft das immer nach, ich vielleicht euch auch.
hat's Leben lassen. Der gute Hirte hat das Leben gelassen. Er lässt uns nie allein. Das hören sie zu Hause 1000-mal und singen es und vergessen es nicht mehr. Was für eine wunderbare Tür, die geöffnet wurde. Habt ihr das schon mal überlegt? Oder es gibt jenste Beispiele, die wir jetzt sagen könnten. Ich habe ein persönliches. Ich stehe oft auf diesen Gebetsbergen hier von Embrach und bete dann, Herr Jesus, du siehst all diese Menschen hier, die in Embrach leben und die dich nicht kennen und die solche Nöte haben. Schenk, dass sie angezogen werden von dir, dass sie dich kennenlernen dürfen. Und wisst ihr was? Mir ist in den Sinn gekommen, ich hatte die letzten Wochen so viele Seelsorgegespräche mit Menschen, die Jesus zum Teil kennen, zum Teil auch nicht, die in Not sind, so viele wie noch nie. Und ich habe plötzlich gemerkt, oh, der Herr, er hört ja meine Gebete. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe für mehr Gespräche. Und habe dann gebetet, oh Herr, schenke uns auch Menschen, die keine Not haben. Ich denke aber auch daran, wie wir oft hinknien und beten für Kais, für Wilmers, dass der Herr Arbeiter schickt und wir bleiben dran, über Wochen, über Jahre. Es gibt Leute, für die bete ich seit Jahrzehnten und es scheint sich nichts zu bewegen. Mich ermutigen solche Geschichten extrem von diesen Erweckungsbewegungen. Aber mich ermutigt auch Jesus, der uns einfach schickt, geht hin und betet. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Betet. Betet. Das ist unser Auftrag, mit Gebet zu starten. Egal, ob wir jahrzehntelang dran sind oder ob es eine Erweckungsbewegung ausbricht. Geht hin und betet. Und ich wünsche mir, dass wir es auch ganz konkret machen können. Das wollen wir sowieso jetzt in dieser Serie. Wir wollen es ganz konkret machen. Wir haben so mit der Gemeindeleitung ein kleines Booklet ausgearbeitet und das bekommt ihr jetzt gleich, da heißt es Vollparat, unser Projekt. Genau, ich habe euch, Thomas und Rael, gebeten, dass sie euch das bringen. Ich habe auch noch Schreiber bereit, die brauchen wir auch. Vielleicht kann jemand noch helfen, ein paar Schreiber zu bringen, die sind auch noch hier bereit. Das ist ein kleines Booklet für dieses Projekt Vollparat, das uns helfen soll, das möglichst konkret zu machen. Und das Erste ist, es wird euch nicht erstaunen, das Gebet. Es startet mit dem Gebet, es startet immer mit dem Gebet. Jesus hat uns gesendet zu beten. Und es hat hier diesen Flyer, diese erste Seite, übrigens auch diejenigen, die im YouTube schauen. Es ist in der Beschreibung vom Video hat es auch einen Link, wo man das herunterladen kann. Also du kannst das auch herunterladen und ausdrucken. Es ist ein Projekt, wo ich mir wünsche, dass wir als Gemeinde zusammen unterwegs sein können. Also es ist auch ein Projekt, wo du einfach als Christ unterwegs sein kannst, egal wo du bist und in welcher Gemeinde du bist oder in welchem Teil der Welt vielleicht sogar. Genau, ihr habt es schon aufgeklappt. Ihr seht da drin einzelne Schritte so beschrieben, 5 Schritte. Der erste ist das Gebet. Und es ist sehr konkret. Auf der Rückseite seht ihr auch, könnt ihr mal auf die Rückseite blättern, wie lange dieses Projekt angedacht ist, nämlich 1 Jahr. Start Mai 2022, Ende Ostern 2023. Also es dauert eine Weile, wo wir da zusammen unterwegs sein wollen. So dieses Lukas 10 Projekt, dieses Sendungsprojekt, voll bereit, voll parat Projekt. Schau das mal in Ruhe an. Heute will ich dich vor allem ermutigen hier zu diesem ersten Schritt Gebet. Es hat hier diese kleine Flagge, das ist so wie ein Statement, das du selber dir auch sagen kannst. Sagen, ja, ich will ein Statement abgeben. Du kannst das ankreuzen. Ja, Datum. Heute ist der 8. Mai zum Beispiel. Ich erkläre es kurz und dann steht: einmal pro Woche bete ich mit jemandem für meinen Kai und Wilma. Das ist so ein ganz konkreter Vorschlag für dich. Ich will dich ermutigen, auch das abzuändern, so wie es für dich stimmt. Vielleicht einmal durchzudenken, was das bedeutet. Aber es hilft, wenn man sagt, ja, beten ist gut, super cool, aber das auch gleich konkret zu machen. Ja, ich will wirklich mit jemandem zusammen regelmäßig ins Gebet gehen. Während einer längeren Zeit, 2-mal pro Woche.
Du kannst das auch abändern. Du kannst sagen 10-mal pro Woche oder so. Ich habe mir gedacht, ich bin jetzt ein gutes Vorbild und habe mit jemandem gesprochen, komm, wir machen das, können wir 2-mal in der Woche. Und habe gedacht, das kann ich dann gut verkünden da als Vorbild und so. Man kann das auch positiv in dem Sinn. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich mega mickrig. So ein Gebet geht 1 Minute, vielleicht 2, ich weiß nicht. Vielleicht betest du auch ausdauernder als ich. Und jede Minute hat 10.080 Minuten. Und ich bitte euch, dass ihr mitmacht und 2 von diesen 10.000 Minuten einsetzt, um für Kai und Wilma zu beten. Vielleicht schreibst du auch auf 10 Stunden oder keine Ahnung. Aber prüf selber mit Gott oder mit Jesus, was er dir aufs Herz legen will. Du musst es auch nicht gleich jetzt ausfüllen, nimm es mit nach Hause. Ich wünsche mir, dass du das mitnimmst und dass mit dem unterwegs sein kannst eine Zeit lang. Du kannst dir das auch in Ruhe überlegen. Ich habe das abgeändert, 2-mal pro Woche bete ich mit jemandem. Ich will dich ermutigen, nicht alleine unterwegs zu sein. Jesus hat sie zu zweit ausgesandt. Sprich mit jemandem, zum Beispiel in der Familie oder in der WG. Mach es im Hauskreis zum Thema, in der Kleingruppe. Ich habe auch aufgeschrieben, den Gemeindeabend. Ein Gemeindeabend ist auch ein guter Ort, wo man zusammen beten kann für seinen Kai, seine Wilma. Es ist ein cooler Ort, wo wir zusammenkommen können und zusammen beten können, dass etwas passiert. Ich finde es so cool, dass es Leute gibt in der Gemeinde, die seit Jahren immer fast jeden Dienstagabend am Gebet sind. Am Gemeindegebet, wo wir zusammen einstehen und manchmal prickelt es richtig und manchmal ist es anstrengend. Aber es ist unser Auftrag zu beten, vor Gott zu kommen, den Herrn der Ernte zu bitten, dass er seine Arbeiter aussendet. Ich will dich einladen, dass du auch ein Teil bist im gemeinsamen Gebet, dass wir zusammen auch unterwegs sein können am Dienstagabend, jeden Dienstag um 7:30 zusammen beten, in der Kleingruppe zu beten oder vor dem Gottesdienst zu beten. Wir beten immer jeden Sonntag vor dem Gottesdienst um 9:30 Uhr 10, 15 Minuten für den Gottesdienst. Der Gebetsraum ist frei, du kannst auch schon um 6 Uhr am Morgen kommen. Wir brauchen doch, dass Gott wirkt, dass er seinen Arm ausstreckt. Gebet. Lasst uns zusammen beten. Ich will dich einladen dazu, zu beten, ins Gebet zu gehen und das bewusst auch für dich so festzumachen mit dieser kleinen Broschüre. Ihr seht auch schon, es kommen weitere Schritte dazu. Es wird immer so sein, es gibt ein paar Gedanken dazu, ein paar Anregungen. Du darfst das dann so ändern, anpassen für dich, wie du denkst, dass Jesus es dir aufs Herz legt. Und ich will dich unbedingt ermutigen, auch gerade die Leute, die zu Hause im Livestream sitzen. Manchmal ist das eine super Chance, um vieles zu hören, aber manchmal ist das auch so etwas die Gefahr, dass man dann auf Distanz geht. Dass man sich anschaut aus der Ferne, was da gemacht und gesprochen wird. Und ich will dich ermutigen, werde wirklich ein Teil von diesem Projekt voll parat und steig ein ins Beten. Pflege es weiter oder wenn du schon lange dran bist, sei ermutigt, dran festzuhalten, weiterzumachen. Bitte den Herrn der Ernte, dran zu bleiben. Diese kleinen Broschüren liegen hier auch auf. Komm nächste Woche mal vorbei und nimm eine mit für dich, dass du es wirklich auch schriftlich machen kannst. Oder schreibe mir und ich schicke dir eine nach Hause, egal wie. Aber sei nicht einfach aus der Ferne ein Beobachter, sondern werde ein Teil davon, zusammen zu beten. Wo auch immer, wie auch immer. Das gibt so viele Formen, aber es ist so wichtig, dass wir zusammen Gott, den Herrn der Ernte, bitten, dass er wirkt, dass er Arbeiter sendet. Und es heißt es hier ganz konkret, dass also ich will dich ermutigen, einmal in der Woche zu beten für deinen Kai und deine Wilma. Vielleicht sagst du jetzt, ich weiß gar nicht, wer mein Kai und meine Wilma ist. Vielleicht lernst du die bald kennen, vielleicht ist es für dich sonnenklar. Du kannst aber auch einfach starten mit diesen Inhalten, die wir heute zusammen besprochen haben. Den Herrn der Ernte bitten, dass er Arbeiter sendet. Was für ein gutes Gebetsanliegen. Herr, dein Wille komme, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Wille ist es, dass alle Menschen gerettet werden. Herr Jesus, mach uns eins, wie Jesus selber gebetet hat, im hohepriesterlichen Gebet. Herr Jesus, sende uns. Nimm diese Anliegen mit und wenn du nicht weißt, wer dein Kai und deine Wilma ist, egal, starte mit diesen Anliegen, ist gar kein Problem. Lass uns auch jetzt beten, ins Gebet gehen. Du darfst im Herzen mitbeten, auch deine eigenen Worte daraus machen. Guter Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du Arbeiter sendest. Das soll unser Anliegen sein und die Ernte ist groß, manchmal sehen wir sie vor Augen, manchmal nicht, aber
Du sendest Arbeiter. Und wir bitten dich, dass du es tust. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, uns eins zu machen mit dir, Vater im Himmel. Im Gespräch mit dir zu sein. Dass du uns hilfst, ins Gebet zu kommen. Wir bitten dich so, wie es in Sacharja 12 heißt, dass du den Geist der Gnade und des Gebets und des Flehens ausgießt über uns. Dass du unsere Worte nimmst und ja, dass du sie formst und führst. Und wir bitten dich für die Momente, wo es uns manchmal streng vorkommt, ins Gebet zu gehen, dass du uns Kraft schenkst. Aber wir bitten dich, dass du uns deinen Geist des Gebets schenkst, dass es uns drängt, dass wir gar nicht anders können. Und Jesus, wir bitten dich, dass du wirkst, dass dein Reich kommt auf dieser Erde und dass dein Wille, Vater im Himmel, geschehe, der du willst, dass alle Menschen gerettet werden. Wir bitten dich, dass dein Wille geschehe. Und wir wollen dir Danke sagen, Jesus, dass du uns brauchen willst dafür, dass du uns brauchen willst für diesen Auftrag. Amen. Ich möchte dich bitten, während den Folgen, wir werden ein paar Musikklänge hören, dass du bewusst zu Jesus gehst, ihn fragst, was ist für mich dran, was willst du von mir? Hast du ein eigenes Statement? Du kannst das abändern, so wie du möchtest, aber geh zu Jesus und frage ihn, was ist dran? Was ist dein nächster Schritt? Nimm dir ein paar Momente Zeit, um das vor Jesus zu bewegen. Ja, Herr Jesus, du hast eine Ernte bereit, hier in Embrach, hier im Embracher Tal. Und die Ernte ist groß und wir bitten dich, sende Arbeiter. Sende Arbeiter und mach du uns bereit dazu. Amen.